Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Heute möchten wir in unserem Journal kleine Tabs machen. Und zwar zeige ich euch das gerade schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar so. Es gibt ja hier die Stanzer, wo man gerade die Tabs ausstanzen kann. Das habe ich nicht. Wir schneiden uns die einfach zu. Und da habe ich mir da noch etwas Kleines überlegt. Mit so einem kleinen Mini-Stänzerli wollen wir da ein schönes Blümchen oder Herzchen oder irgendwas rausstanzen. Dann wollen wir gerne mit diesen Stempeln etwas draufstempeln. Irgendwas, was uns gerade gefällt. Und ich würde sagen, wir lassen einfach gerade schon los. Ich möchte das gerne machen mit einfach so einem eingefärbten. Ich bin gerade nicht sicher, ob es Kopierpapier ist oder doch noch ein bisschen dicker. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich stark mit Kaffee eingefärbt. Das gefällt mir gerade mega gut. Die wunderbaren Flecken. Ich habe. Das Lineal ist gerade fort. Und darum schneide ich das jetzt gerade mit der Schere am Rand. Das klappt doch ganz gut. So, und jetzt, wie hoch soll die werden? Ich würde sagen, etwa so, oder? Oder? Ich glaube, das ist gut. So, da kann so viel raus, so viel schaut dann raus und so viel ist eingeklebt. Ich glaube, das ist gerade gut. So, dann schneide ich mir doch einfach da gerade ein paar ab. Aha, ich mache es so, gell. So, dann werden alle gleich gross, wenn wir Glück haben. Und dann kann man sich schon mal überlegen, was man so draufstempeln will. Ich möchte gerne einfach irgendwelche wirre Wörter draufstempeln. Vielleicht noch irgendwie Flowers. Oder was könnte man noch? Art. Oder Journal. Oder einfach irgendetwas, was ein bisschen schön tönt und wo ja, hübsch aussieht. Und vor allem, wo nicht zu lang ist. Also, dass es gerade gut auf so ein Kärtchen drauf Platz hat. So, dann falten wir doch die. So, und dann mache ich das nämlich einfach mit dem Eckenrunde. Das klappt prima. Da schaue ich immer gerade ein bisschen drauf, welche Seite das mir jetzt gerade gut noch so gefallen. Aber eigentlich sind gerade bei diesem Papier irgendwie einfach alle Seiten so schön. Da würde man am liebsten gerne außen und innen benutzen. So, das ist natürlich viel zu viel für in ein Journal rein. Passen die längstens nicht alle rein. Aber wir nehmen dann einfach die schönsten, picken wir uns raus. So, dann wird das da ein bisschen gerundet. Die sind ja wirklich super schnell gemacht. Und sehr effektvoll, finde ich. Gefällt mir gut. So, kann man natürlich auch mit der Schere machen, absolut problemlos. Voilà. Jetzt haben wir es. Und dann tun
wir es auch noch gerade ein bisschen rundherum inken. Da könnte man jetzt natürlich auch noch jedes eine andere Farbe. Oh, da würde natürlich hübsch aussehen. Aber ich habe mir jetzt einfach gerade schnell das Braun parat gemacht. Ich glaube, es darf auch ein bisschen einheitlich sein. Die Kante noch. Ich glaube, es muss wieder mal ein bisschen nass werden. Und jetzt ist es eigentlich wieder viel zu nass. Ah nein, das geht schon. So. Ich habe jetzt bei diesem Journal gerade wieder nicht ein spezielles Thema. Da hat es einfach viele Blumen drin. Es natürlich Sommervögel wieder einmal. Es ist so ein bisschen, ja, fröhlich und frühlinghaft. Wir haben die Kärtchen gemacht mit den Bäumen. Also ein bisschen Natur. Natur könnte man natürlich auch auf so ein Tab schreiben. Das würde auch noch hübsch kommen. Schauen wir mal, was mir da alles einfällt. Und vor allem, wie viel wir brauchen. Also ja, es spielt nicht so eine Rolle. Wir könnten natürlich auch doppelreihig die machen. Oder einfach ganz wild die rein tun. Aber ich glaube, ich möchte sie schön der Reihe noch. Oh. So, was ist los da? Oh, ich kann fast nicht vorstellen, dass das schon leer ist. Aber es fühlt sich manchmal ein bisschen so an. So. Okay. Habe ich da nicht? Die Kante amix. Oder nur auf einer Seite. Das ist natürlich auch super. Sie natürlich auf beiden Seiten machen. He? Da nicht. Oder hat es einfach wirklich nicht so stark angenommen? So, gut. Jetzt ist aber gut. He? Jetzt ist gut. Oh, die sind gerade da ineinander innen. Und jetzt stempeln wir doch da etwas. Ich nehme jetzt gerade das Oxide, weil mir das gerade so gut gefällt, wenn das Schwarz nicht ganz so knallig ist. Und da meine Buchstabenstempel. Ja, die sind so ein bisschen schlecht aufbewahrt. Dann sieht man das nicht so gut. Ich müsste irgendeine Halterung haben, wo ich sie schön reinstecken kann, eins ums andere. Weil da, wenn ich sie da rein tue, dann fallen sie mir genau auch immer wieder um. Ja, also. Fertig geschnurrt. Ich möchte hier auch gerade ein Create haben, weil das finde ich nämlich passt so gut. Fehlt uns noch, ist es das G? Nein, das ist das G. Ich brauche das A, das ist da und noch das E. E und R. Nein, das ist K. R ist da. So, also komm, schreiben wir doch da mal Create. Und ehrlich, bei diesen Stempeln kannst du auf nichts gehen, du musst einfach hoffen, dass es einigermaßen gerade kommt. Aber hey, das macht es doch eben auch sympathisch, finde ich. Hallo, da habe ich sie jetzt vorhin vorgeschossen.
So. T. Und E. So. Ach, wie süß. Schau mal. Hm? Ist das nicht hübsch? So. Und jetzt werde ich eben hier noch die Blümchen nehmen. Für das brauchen wir ein F. Und ein S. Jetzt ist es gegangen. Hey. Oh. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu fest drückt. Oh. Flowers. Und jetzt noch Journal. Komm, schreib noch Journal. Journal. So. Also. Ups. Zu fest drückt. Jawohl. Ja. Oh. Ui, 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 ui. Hm. A. L. So. Und jetzt eben schnell hier schauen. Schnell schauen. Wie viel hat denn da in Platz? Eins. Ein bisschen überlappen kannst du schon, oder nicht? Oder sollen wir es so machen? 2, 3, 4. So. Oder soll es so ein bisschen übereinander drüber? Und dann haben wir so. Ja, ich glaube, das gefällt mir fast ein bisschen besser. Flower, was könnten wir denn jetzt noch nehmen? Sunshine. Sunshine oder nur Sun. Komm, wir nehmen Sun und was noch? Da. Sun. So. Voilà. Und noch Sing. Das würde mir jetzt so passen. I-N und noch ein G. So. Wo ist S schon wieder? S. S. I. N. Oh, wow, wow, wow. Sing. So. Voilà. Hey, ja, juhu. Und die lassen wir noch. Da kommt uns dann vielleicht ein anderes Mal etwas anderes in den Sinn. Für einen anderen Journal, wo das dann würde passen. Und jetzt müssen wir ja die nur noch hier reinpflümeln. Das heisst, ich glaube, ich nehme 2 in der ersten Signatur, 2 in der zweiten und 1 in der letzten. Jetzt muss ich mir schnell andere Leim holen. So, weil der Tacky Glue, dort kommt mir gerade ein bisschen zu viel raus. Ja, ich glaube, ich lege die gerade so her.
Mm, halt. Wie sie da reinkommen, einfach zum ein bisschen schauen. So glaube ich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich das noch ein bisschen rauf. Ich weiss es gar nicht. Gut, den muss ich auch wieder mal auffüllen. Da. So. Voilà. Und jetzt nehmen wir da. Sollen wir das gerade beim ersten her machen? Ja, komm. Machen wir doch das gerade da. So. Ja. Oh, jetzt haben doch noch das ausstanzen. Da komme ich wieder früh mit dem. Schon angelimmt und dann, ups. Ja, weißt du was? Da machen wir jetzt einfach so. Gerade durch alles durch. Kommt es gut? Oder habe ich jetzt noch etwas? Weiß auch nicht. Einfach probieren. Oh, es war gerade ein bisschen fest gewesen. Oh, ja, das E ist gerade ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das macht nichts. Oh ja, aber das finde ich ehrlich gesagt auch noch herzig. Wenn es gerade durch alles durch ist. Ja, das ist doch gut. So, und dann sehen wir hier aufs andere Papier runter. So, aber da mache ich es jetzt glaube ich so. Ich kann das ja dann nachher noch einmal machen. So sieht man vielleicht gerade, dass ich da nichts, nichts von den Buchstaben nehme, wenn ich diesen Weg umstanze. So, oh ja, ein bisschen knapp. So. Und dann werde ich das jetzt hier aber auch an einem rosaroten haben. So. Oder ist es blöd, wenn es überlappt? Soll ich gleich nur 4? Ich glaube, ich tue es bei dem... Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, komm. Nein, jetzt haben wir gesagt, machen wir 5. Also komm, machen wir 5. So, Schluss jetzt. Ewiges Gejammer. So. Und das Blümchen reinschmieren. Und so, ein bisschen überlappen. Nein, verflucht. Und der sagt wieder nichts. Der lacht wieder einfach nur so, sie ist so doof, was macht sie jetzt schon wieder? Ja, hey, ich hätte auch zum Beispiel 2 Seiten zusammenleimen oder... Hey, ehrlich, dass mir das immer passieren muss, immer ist der Kopf wieder irgendwie schon weiter. Einfach schon weiter gewesen, der Kopf. So, und das Blümchen kommt jetzt hierher. Das habe ich jetzt nicht speziell noch eingefärbt, aber das wette ich noch. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt hier ein bisschen von dem rötlichen. So, nur ein Töpfchen. Und auf dieser Seite kommt es jetzt hierher. So. Ja, schau jetzt, ist gar nichts Schlimmes passiert. Alles gut. Noch einmal schnell. Schauen. Ja, vom Abstand her ist etwa gut. Jetzt haben wir gesagt, zweite Signatur kommen auch 2 rein. Also Flowers, da müssen wir natürlich das Blümchen rausstanzen. Müssen wir natürlich nicht. Können wir aber. Ich kann mal fast nicht drücken, das Teil ist so winzig.
Wow, jetzt ist es gegangen. So, sollen wir noch ein bisschen? Irgendwie so, das geht fast nicht, he? Aber nicht mit dem Teil. Oh, jetzt ist es einfach ein bisschen rosarot geworden. Und meine Blümchen sind abgehauen. Nein, da. Da sind sie. So, dann machen wir eins von denen noch ein bisschen brünlich. Ein bisschen mehr. Ein bisschen dunkler. Dass wir ein bisschen mehr Kontrast haben. Leim. So, also, das mal richtig weg. Ganz einfach. Ist ganz einfach. Ist gar nicht schwierig. Oh. Ach je. Ach je. So. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt sieht man auch, dass es komplett krumm abgeschnitten habe. Aber ja, hey, um das zu kaschieren, haben wir ja die Blümchen. Vielleicht fällt es dann nachher nicht mehr so auf, wenn wir das jetzt gerade hierher machen. So. Und das zweite auch gerade noch hierher machen. So, dann fällt das gar nicht mehr so auf. Und auf dieser Seite kann man dann auch. Ja, da sieht es recht gerade aus. Das ist nur da, wo es ein bisschen krumm war. Aber so, ist doch prima. Und dann das nächste könnte ich hier die Sonne, wenn wir hier machen. Die Sonne. Dann könnten wir doch jetzt hier mal ein Herzchen rausstanzen. Auch den Weg, damit wir es sehen, wo wir sind. Ein bisschen schräg möchte ich es gerne. Ganz ein bisschen. Zack. Jawohl. Und wenn wir schon herzlich sind, werden wir auch noch ein bisschen rötlich werden. So, und auf dieser Seite auch. Einfach so, damit es ein bisschen hübsch aussieht. So. Voilà. Also. Schwierig ist es wirklich nicht. Es sieht nur immer bei mir so schwierig aus, weil ich alles ein bisschen kompliziert mache. Oh je, oh je. So. Sehr schön. Oh ja, wie herzig. Schau mal. Und dann haben wir irgendwo noch das Herzchen. Da haben wir noch eins. Soll ich das jetzt noch einfärben oder nicht? Hey, wieso klappt es nicht? Haben wir noch ein bisschen rot? Komm, machen wir noch ein bisschen rot. Bisschen. Ein Töpfchen Leim und das Herzchen möchte gern. Weiß gar nicht wo. Da. Ja. So, und auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite keins. Ich will lieber hier nochmal eins. Und zwar da. Als würde das so aufsteigen. Yeah! Und das letzte noch. Haben wir es fast richtig gemacht. Da oder da. Na. Weiß nicht. Vielleicht auch da. Ich glaube, ich mache es hier her. Das würde jetzt irgendwie gerade nicht passen. Und dann machen wir noch ein Blümchen. So, wie manchmal muss ich es noch drehen. Gut.
Das ist tatsächlich rum. Jetzt noch fixen. So, und ein bisschen Leim. Und das Ganze jetzt unterst. So. Das ist jetzt extra nicht ganz zuunterst, weil ich weiss, eben, es möchte gerne, dass es sich noch ein bisschen überlappen. Und oben zuoberst haben wir ja auch ein bisschen reingelassen. Ja, ich glaube, das sieht nicht ganz schnusig aus. Ich glaube, die färbe ich jetzt gar nicht gross noch ein, speziell. Da eins. Komm. Und da eins. So. Oh, das ist... Hätte noch ein bisschen heller dürfen sein. Aber macht nichts. Sehen wir gleich. Ganz dezent. Ja! Hey, schau mal! Oh, ich finde die süß. Das sieht doch wunderbar aus. So. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da hinten noch. Super. Ich finde die herzig. Ich finde, sie passen total gut zu dem Hintergrund und zu dieser Spitze und auch zu gerade der vordersten Seite natürlich. Und überhaupt einfach gerade schön in unser Journal rein. Hey, ich habe Freude. Schön, sind ihr auch wieder dabei gewesen. Vielleicht habt ihr ja auch gerade mitbasteln. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch ja das Video auch abspeichern oder so. Ja, ihr dürft gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!